gegen den Liberalismus oder gegen den Kapitalismus. Das wäre das dritte Thema, was ich will ausschneiden. Und das ist die zweite Frage, die Loai abkönnt. Es können sie auch nach mehr differenziert Fragen, Propaganda gegen den Kapitalismus oder anderen Extrem just eine Regulierung fordern oder etwas dazwischen. An diesem Programm steht die Verwandlung vom Kapitalismus. Das ist essentiell an den Unterschied von der Sozialdemokratie und von den Geringen. Wenn wir die Kräfteverhältnisse Rechnung drohen, die nur 20 Jahre Verschlechterung von den Lebenskonditionen an den sozialen Rechten an manche Länder von der Syndikalisation, wenn die also Voraussetzungen nicht die besten sind, dann muss ich aber auch betrachten, dass wir uns nicht so isolieren dürfen, man muss kapabel sein, Aktionsprogramme an Aktionsformen zu proposieren, mit denen die Leute an dieser historischen Phase etwas aufhängen können. Regulationsforderungen sind einst mehr schwer zu verstehen wie eine Propaganda gegen den Kapitalismus. Stellt euch mal vor, eine europäische gewerkschaftliche Aktionsform für das Verbot von den Credit Default Swaps, das wäre eine komplett richtige Initiative, aber das ist kein Mensch, der das versteht, und das ist undenkbar, um so Fragen zu mobilisieren. Entschuldigt die ein bisschen karikatural Durchstellung für das Thema aufzuhandeln, ich komme aber darauf zurück. Eigentlich geht es ja darum, an dieser Methode und die Lebenskonditionen von den Leuten umzuknappen, durch Thematisierung von Forderungen gesellschaftliche Alternativen herauszustellen. Ich muss auf der Platz eine Klammer abmachen über die Rolle von der Sozialdemokratie. Es fällt auf, dass die schlimmsten Austeritätspläne in Griechenland, in Spanien, in Portugal durchgesetzt gehen, wo die Sozialdemokratie an der Regierung ist. Es sieht so aus, wie wenn die Sozialdemokratie mindestens so viele Probleme hat, sich von den liberalen Dogmen zu lesen wie die bürgerlichen Parteien. Ein paar taktische Linksorientationen von denen SPen, die an der Opposition sind, und das sind da immer mehr, und das sind so schon bei allen Guten, kosten nicht viel, aber wollen noch nicht unbedingt ganz viel heschen. Die Orientationskrise von der Sozialdemokratie als brutal terribel an ihre organische Verbindung mit dem Salariat, als auf viele Plätze flöten gegangen. Wir müssen an die Breche herabspringen, an überall dabei sein, wo am Salariat gekämpft wird, an ganz engen Kontakt mit der Gewerkschaftsbewegung erhalten. Da das übrigens auch auf eine ganz positive Manier von uns als Lützeburg bei den Konflikten bei Villeroy Boch und zu Dickrich praktiziert gehen. Klammer zu der Krise von der Sozialdemokratie oder vom sogenannten Sozialliberalismus, was du ein Term hast, den Widerspruch an sich ist. Ich meine, dass es richtig ist, dass in am aktuellen Kräfteverhältnis für antiliberale Forderungen antritt, wenn es möglich ist, mit einem Bündel von so Forderungen glaubwürdig Allianzen zu schaffen und zu konzertierten europäischen Aktionen zu kommen. Ein gemeinsamen europäischen Warnstreik an den 27 Ländern oder an den meisten Ländern davon, auch wenn es ein paar Stunden dauern, wäre ein immenser Schritt nur für an die Richtung von einer europäischen Identität vom Salariat. So eine gemeinsame Aktion kann ihn aber wohl nicht auf der Forderung von der Verstaatlichung von der Banken machen. Erst auf Fragen wie die von gemeinsamen, aber differenzierten europäischen Mindestlöhnen an alle Länder. Es sind dafür, dass die Linke so eine Orientation an die internationalen Gremien, wo wir dran sind, heranbringen, auch auf den nächsten Kongress von der Europäischen Linkspartei, aber auch bei den anderen, mit denen wir in Kontakt stehen, weil das durchaus möglich ist, dass als Stimmen ja überproportional zu unserer Größe gehört wird, wie das ja auch der Fall ist für die lützburgischen Politiker an Europa. Mit dem Unterschied, dass die all Fehlentwicklungen mit orientiert haben, die zu dieser Krise führen.
Als letzter Punkt will ich dann ein paar Sachen sagen zu den Achsen von einer europäischen Längspolitik, die auch mit breit kann gedroht gehen. Erstens, ein von den Hauptursprüngen von der Finanz- und Wirtschaftskrise, an der wir dran sind, ist die ungleiche Verteilung vom geschaffenen Reichtum von den Produktionsgewinnern am letzten 4. Jahrhundert. Beneficer sind nicht genug an Klein, nicht genug an Staatskäsen, nicht genug an die Investitionen aufgezweigt gehen. Sie sind volatil gehen, massiv an Spekulation gegangen, bis eng bloß nur der andere geplatzt ist. Es muss ihn also als allererst eine radikale Umverteilung von den Revenuen fordern. Das ist eigentlich keine Regulationsforderung, ob schon so regulatorische Wirkung hat, auch nicht eine direkt antikapitalistische Forderung, ob schon sie die Verfügungskraft von Kapital ein bisschen einschränkt. Eine praktische Applikation davon wäre, kein Lohn, keine Pension an Europa darf 60 oder 65% vom Medianeinkommens von den nächsten Ländern leihen. Das ist ein Nivellement vers le haut, an das gesamteuropäisch misstragbar sind, zu drohen sind von breiten Schichten von Leuten. Ein zweiter Punkt, wenn die Leute an Europa alle guten Arbeit hätten, da geben sich viele Probleme vom selber lesen. Unter anderem Defizite von der Sécurité sociale, weil viele Länder nicht kotisiert bei den Arbeitslosen. Der Staat gibt auch mehr Lohnsteuer anziehen. Die Arbeitszeit wird schon ewig nicht mehr budgetiert, wenn die vielen Zweitjobben an manchen Ländern, die nicht an der Statistik stehen, dabei rechnet, also sogar wahrscheinlich auf einzelnen Plätzen gestiegen. Wenn rechnet, dass für 1 Tonne Stahl zu produzieren hautnah ein Fünftel von der Arbeitszeit gebraucht wird, dann ist doch klar, dass auch die Arbeitszeit und die Produktivitätsgewinne angepasst muss gehen. Eine gemeinsame europäische Förderung wäre also massiv Senkung von der Arbeitszeit. Zu dem Punkt 4 rund. Merci. Zu dem Punkt 4 rund, also von den Mindestlöhnen, also die Problematik, dass den Undeel von der Löhnen geschaffene Reichtum immer mehr aufgeht, verweisen ich übrigens auf einen Artikel vom Guy an dem letzten Forum, wo vor zu Lützburg geguckt wird, wenn man vielleicht überflächt Meinung, wenn halt Lützburg das ziemlich nach einer Reihe Mathelin, dann muss ich nur das Wissenschaft und die Frau Ruger und das richtig mal in der Sicht, und da können Sie zu den Konklusionen, wohin kommen, den Artikel will ich rekommandieren. Ein dritter Punkt, den ich zu der Frau von den Achsen von einer Major europäischer Längspolitik will ich ausschneiden. Es gibt drittens dann eine ganze Reihe anderer Forderungen, die gemeinsam europäische können vertreten gehen, wie zum Beispiel der Revue von der Privatisierung, von den Entsendegesetzen und manche andere. Viertens natürlich die Forderungen über die Ökonomie und Finanzen, die ich hier drunten angeschnitten habe. Und fünftens auch Klimaforderungen, die an so einem Programm nicht mehr fehlen. Froh, ob an dieser Zeit soll gegen den Liberalismus oder just für die Regulierung oder gegen den Kapitalismus soll kämpfen, lässt sich am besten lässt sich auch ab, wenn versicht, ein Aktionsprogramm aufzustellen, das eine gemeinsame Gültigkeit für die Menschen an den verschiedenen Ländern hat. Zu der Frage, ob es eine Rolle ist, für die Regulierung anzutreten oder nicht sich darüber zu akzeieren, kann ich auf zwei Weise beantworten. Die eng als vermessen, können die sagen, sie werden schon selber zu einer Regulierung kommen, weil sonst bricht ihr ganzes System zusammen. Vermessen ist aber dafür, weil so ein morbiden Zusammenbruch nicht katastrophale Konsequenzen für die Menschen hat. Nach mehr Arbeitslosigkeit, Verarmung, Nationalismus, vielleicht auch im Krieg an Europa, das riskiert an eine 30-Jahren-Dynamik heranzugehen. Es gibt erste Antworten, dass die Kapazität von Regulierung vom Kapitalismus ziemlich begrenzt ist. Ein grundsätzliches Umdrehen von der Entwicklung kann nicht durch soziale Mobilisierung bewirkt gehen, und das ist den Terrain, für den die Linke zu Lützeburg und in Europa zuständig sind.
Eng Konklusion von diesem Punkt von der Tagesordnung soll also sehen, dass die Link von Lützeburg sich sollen europäische Plan für ein Aktionsprogramm ersetzen, den eine gesamteuropäische Mobilisationskraft hat, an den Schaffung von einer europäischen Identität vom Salariat soll beifeiern. Das mag ein bisschen abstrakt klingen, aus meiner Meinung nach aber aufgrund von meinen Ausführungen ein ganz konkretes Sache. So nicht mehr.